Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmläuft. Ich war für euch den neuen Film von Robert Eggers gucken. Als jeder den bis kennt, müsst ihr wissen, neben den Filmen sind vielleicht ein bisschen mehr so ein Spezial. Tja, und ob der Northman auch genauso extravagant ging als wie der Rest von seinen Filmen. Ja, das seht ihr hier bei Filmläuft. So für dich mal große Merci an alle guten die Leute, die wie immer kommentiert tun, dass man wie immer ein groß Fred, dass ich mich kann man dir austauschen. Das macht wirklich immens viel Spaß an. Ich hoffe, es kommen noch mal weiter konstruktiv Sachen an, auch paar Filmtipps eventuell. Vielleicht ist ja etwas drin, wo ich so oh, das muss ich mal angucken. So, lo aber mal zurück zum Film The Northman. Ja, ich meine, The Northman ist so ziemlich den ersten Film, seitdem sich bei Filmläuft ein bisschen umgemodelt tun, den vielleicht nicht so Blockbuster-esque ist. Kann ich vielleicht so sagen. Mir direkt von weg, ich bin ein ziemlich großer Fan von Robert Eggers. Das Ganze hat mit The Witch angefangen, wo ich noch nicht so ganz wusste, wo soll ich mal hin, was will der Mann von mir? Ein Film, den ihn von vier ziemlich verwirrt wird. Und das ist mit The Lighthouse nicht ernst gegangen. Das war ein ziemlich kranken, verwirrende Film, wo ihn zum Schluss vom Film auch immer so am bisschen müssen drüber nachdenken, was das da eigentlich geschieht. The Northman, ja, ging ich so als nicht gerade so schlimm. Es ist ein bisschen mehr klar, was alles geht, was Bedeutungen von den ganzen Sachen sind, die ich gewesen gehen. Es ist ein bisschen schwer, das Ganze zu umschreiben, weil seine Filme eben so sind, wie sie sind. Ja, das klingt für dich nur ganz skurril, aber los dich davon einmal nicht aufschrecken. Weil heute ist ein Film geboren, der nicht direkt alles auf die Leinwand bringt, an ihr Stadt erklärt, an einem, wie das kann dir so ein Film, dass Charaktere Sachen diskutieren, einfach nehmen für den Zuschauer zu erklären. Das sind Sachen, die gehen heute gänzlich waschgelos. Heute gehen ein bisschen am Deichtrüge los, an auch mit Thematiken. Also ich meine, kann ich nur mal zusammenfassen, es geht die nordische Mythologie, Wikinger quasi, an denen hier Rituale, an Bedeutungen, an so geht das hier auch durchgestellt und das geht nicht, so war meine Auffassung auf jeden Fall davon, geht es nicht als real durchgestellt. Es geht als eben eine Mythologie durchgestellt. Die Leute haben aber fest darunter gelebt. Und das ist es, was die Sache so stark macht. Weil nicht die Glaven darunter und die Leute Sachen machen gelos, wo ihr denkt, das ist ja nicht möglich. Und das spielt Robert Eggers halt ein bisschen. Das Ganze ist eben, wir kriegen Visionen geboren und nicht frieden sich, ja, sind die Visionen nur einfach durch halluzinogene Mittel oder haben die Leute die Visionen tatsächlich? Und das ist eben etwas, das geht nicht immer so ganz klar von nicht getrennt. Das weiß ich nicht immer, ist das real oder soll das Fiktion sein? Und das ist, was das ganz so spannend macht. Und ich kann Ihnen sich auch vorstellen, dass viel von der aller Mythologie eben durch so Sachen eben geboren ist. Und das ist eben einen ganz interessanten Twist, den in immer ja, dass der Film eben einen anständigen Pace hat und ihn permanent bei der Stange hält. Weil der Film dauert anderem über 2 Stunden, 2 Stunden 15 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Und das kann sich ja schon mal zeigen. Aber trotzdem kriegt ihn halt die ganze Zeit Infoen und es geht ihn eben bei der Stange gehalten. Das ist etwas ganz Flottes, was der Robert Eggers halt fertig bringt. Und etwas, was ich immer bewundernswert fanden, den Zuschauer geht eben nicht für dumm verkauft. Den Zuschauer geht etwas zugetraut, an einem geht zugetraut, auch nicht immer, es muss ihn auch nicht immer alles verstehen, es kann ihn noch Sachen nachfragen, es kann ihn Sachen interpretieren. Und das ist ja aber etwas, was so ein Film fand ich immer ganz interessant möchte, weil Filme sind tatsächlich immens, bloß immens viel Spielraum zur Interpretation. So, kommen wir mal einfach mal, ging so spontan zum Cast. An den Welt ziemlich heftig, wenn den so drüber nachdenkt. Ich muss hier ein auflesen, wir haben Alexander Skarsgård an unserer Hauptrolle, den Hamlet.
der spielt ein geborene Wikinger. Also wann dem Mann, ich kann mir vorstellen, wenn dem Mann so wie ein Du spielt, wenn er so 400 steht und da so ein Gesicht brillt, da kriegst du schon mal mit der Angst zu nehmen. Nee, Seriolo, er verkörpert das wirklich super gut. Der bringt das authentisch rüber, an dem Kevin den Wikinger zu 100% auf. An eben auch sein Leid, den durchschläft, geht einem vollkommen durch an aufkauft. Das muss ich wirklich so sagen. Dann haben wir hier, so, du kennen wir hier, ein bisschen gucken, wir haben auch ziemlich krass Darbesetzung dabei. Wir haben auch Nicole Kidman dabei. Nicht an so einer extrem großen Rolle, na, zum Schluss hier geht es schon ein bisschen wie groß, aber eine spannende Rolle. Ich will erst nicht zur Geschichte verraten, weil da kommen die Twists auf ihr Stuhl. Und Nicole Kidman spielt daran eine große Rolle. Und auch eine ziemlich, ja, zum Schluss hier wahnsinnig Rolle. Das ist schon spannend. Wir haben hier, ich meine gerade so ein bisschen ein Favorit von Robert Eggers, den Willem Dafoe. Und ich hatte den Mann Jolo schon mal hier in meiner kleinen Sendung, wo ich über den geschwärmt habe, wie grandios der Schauspieler da ist. Für die letzte Menge bei Spider-Man, wo ich gesagt habe, hier sei den, wen der riesig großen echten Schauspieler ist. Und das ist heute Willem Dafoe. Leider für mich ein Tick zu kurz weggekommen. Ja, das Wertespiel möchte gut. Ich meine, er war halt einfach nicht mehr, er war dabei, ich weil die zwei sich gut verstehen. Und das sind eben auch daran eine Rolle sollte kriegen. Wo ich die echt auf der Leinwand gesehen und ich gedacht, wow, wie cool ist das dann, der Willem Dafoe ist dabei. Ja, mir leider könnten ein bisschen zu kurz mit meiner Meinung. Ich denke, wenn ihr dazu rückblickend guckt, hätte vielleicht noch pur, ja, Halluzinationen oder Visionen mit dem Kind auftauchen. Mir persönlich hat das ganz gut gefallen. Und dann haben wir hier auch noch den Ethan Hawke, den auch eine super kurze Rolle. Wir haben hier mit, also von denen, also mit die größten Schauspieler haben eigentlich die kürzeste Rollen hier im Film. Aber dafür nicht Männer intensiv. Er spielt halt den alle Kinect und ja, seine Rolle ist auch relativ kurz, taucht auch weiter dann nicht mehr ab, aber dafür eben nicht Männer intensiv. Auch hier, ja, ich denke, der Cast ist einfach, den ist einfach gelungen, die Leute sind richtig platziert und liefern das Beste auf, was hier möglich war. Wieder möglich kommen aus dem Schwärmen gehen wir raus und schon auch tatsächlich vergiss. Et hätte ja auch noch kein etwas zur Geschichte erzählen, wenn es ein bisschen etwas, für das ihr ein bisschen wisst, wo da drin sind. Denn Hamlet ist der Jung vom Kinnick Arundel. Und wenn wir das natürlich so Wikinger-typisch kennen, ja, hier könnt von einem Kriegszug, Beutezug, wen er auch nennen will, rum und trifft dann auf sein Königin Gudrun. Aus Gudrun? Ja. Und eben auf sein Bovrem zurück. Das geht relativ sehr, geht Stimmung ziemlich düster, weil der Kinect geht von seinem Bruder umgebracht. Und wie das dann natürlich Mist kommen, soll der Jung auch umgebracht gehen, für das kein irgendwie durch. Frau geht eben lo die neue Frau vom Bruder, den dann eben das ganze Kinectreich für sich beansprucht. Und lo kommen wir dann halt zu einer klassischer Rachegeschichte, denn Hamlet wird natürlich nicht Anschluss am Sinn, wie sein Pap zu rächen, seine Mom zu retten und seinen Pap sein Mörder umzubringen. Und das ist seine grosse Motivation an. Das klingt so simpel, aber die Geschichte wird noch viel fähig ab. Los ich nicht täuschen, es klingt simpel, geht aber nur ein bisschen mehr komplex. Etwas, wo ich da auch noch unbedingt positiv muss drüber schwätzen ist, es habe mich an der Last zum Beispiel viel drüber aufgeregt, dass man viel so mal Greenscreen the Movie kriegen, ne? Wir hatten das mal im letzten Fantastic Beasts, wir hatten das für uns alle mit Death on the Nile. Hi Hummer, endlich wir haben auch noch Leute, die es anders machen. Wir haben hier wunderschön real Sets, real Aufnahmen. Das ist einfach, es merkt den einfach, wo, also es merkt den Unterschied einfach. Es merkt den einfach, wo es lebt, Hanno am Endeffekt dann aber drastisch, wo ein Mann hinter der Kamera sitzt und sich Gedanken mischt, wie soll das Hanno ausgesehen, aber wie soll das wirken. Und
für mich könnt du nicht drüber. Wir können natürlich, ich kann auch Beispiele holen, bei Mandalorian an der Serie, ich meine, viele Leute von ihr werden nicht gesehen haben, als eben mit anderen Methoden gedrängt gehen, wird auch bombastisch ausgesagt, wird eigentlich dem Niveau gleich könnt, mir an eben so Sachen wie Star Wars verstehen statt, mir wenn man real Sets können holen, wieso machen wir das nicht? Wieso drehen wir nicht richtige reale Sets? Weil es wirkt einfach anders. Und da kommen wir eben auch noch auf den Punkt, ob lange Sequenzen, die nicht viel geschnitten sind, was auch immer viel hier mischt. Das ist natürlich viel Arbeit, aber es rentiert sich. Es mischt einfach etwas hier. Was auch immens flott ist, was ziemlich gut an die Zeit auch eben passt. Mir war der Schlohai kein durchstrukturiert, choreografiert Kampf, die bombastisch ausgesehen, nicht mehr für bombastisch ausgesehen. Ne, wir haben halt Kämpfe, die raus sind. Also wir haben Rausszenen dran, aber wir haben Kämpfe, die heinst du ein bisschen holprig sind, aber eben brutal. Du musst halt, du kriegst halt schon mal eben am Schild über den Deckel. Und das muss nicht immer, das soll auch nicht immer schön ausgesehen, das war kein perfekt durchchoreografiert Kampf, das kann auch cool sein, passt aber den Moment nicht an so ein Setting. Und hier ist das für mich genau richtig gemacht. Hier lässt sich die Wucht spüren, mit der ein Schwert geschlagen wird und mit der ein Schild geschlagen wird. Das kennt River. So, ich meine, du hast lange genug über den Film geschwärzt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Faszination und dem Film The Northman rüberbringen. Gibt dem Ganzen eine Chance. Das sind keine groß bombastische Sachen, die groß beworben gehen, aber dafür nicht mal wert sie für zu gucken. Gerade der Gegenteil fand ich. Die Filme laufen für mich viel zu viel in dem Radar am Misten mehr und Tageslicht kommen. Voilà, dann noch ein zur Erinnerung, kommentiert, wenn ich geliebt, liken, teilen, sharen, das ging mir absolut helfen. So, und in dem Sinn ging ich da so hin. Film muss mehr fit noch gucken, und dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß am Kino mit The Northman.